Mit einer eigentlich echt noch coolen Mucke geht's weiter hier bei Budokai Tenkaichi 3 und Dragon Ball Saga mit der Mission Pinguinhausen. Ja, leck mich am Arsch. ドラゴンボールを奪ったブルー将軍を追って悟空はペンギン村に着く。そこで一人の不思議な少女と出会う。そこへ現れたブルー将軍は少女を人質に取ろうとするが。 War also doch General Blue, war? Ja, die Charaktere aus Dr. Slumpy. Ja, ein paar hatten, glaube ich, immer noch zwischendurch mal so einen Gastauftritt in Dragon Ball. Oh, die Stimme, ey. Das ist eine grässliche Stimme. Dann komm mal. Was? Goku, was war das gerade? Ja, versuche ein bisschen Wurf einzusetzen bei ihm. Nase juckt. So, geht wieder. Ich würde sagen, bei einem Ultimate-Angriff geht doch so ein Goku sicher daneben. 5 Energieleiter, ist nicht nur 3. Fiesmann! Vergiss es, Blue! General Blue. So und dort will General werden. Ah ne, er ist bereits General. Das ist traurig daran, dass er überhaupt General ist. Das war ein Fehlerkumpel. Alter, ist der einfach auf normal. Schere, Stein, Papier! Umgekehrt, egal. Switchen! Es ist Narale! Ja, jetzt hast du. Ja, die Aussprache war voll falsch. Wieso heißt der Tag Bratspieß? Wie darf nichts macht? Uiuiui! Ui, ui. Juhu! Oh, Alter! Ach scheiße, ich bin ja eine Art Cyborg. Stimmt, der kann gar keine Energie laden. Der Move ist ungefähr gleich. Nacha! Ich erinnere mich langsam wieder. Juhu! Ping, ping! Yeah! Ich kann schweben! Das ist doch cool, Mann! Jetzt geht's ja doch. Pro Wrestling! Ja, also Dr. Slump hat ja gesagt, wir sollen Pro Wrestling machen. Also machen wir das auch. Oh. Nicht die beiden. Ei, das sind Schmerzen. Tja. Das sind die beiden und die heißen doch so. Wow. Der schießende Kanone auf ein Mädchen. Kein Wunder gibt's die Dragon Ball Saga nicht mehr in heutigen Videospielen. Kannst du nicht mehr bringen, ey. Ist viel zu gefährlich. Ping, ping, ping! Wo gehst du denn hin? Ja gut, sie kann in der Luft laufen. Warum nicht? Wenn Jesus durchs Wasser marschieren kann, übers Wasser natürlich, Entschuldigung, warum soll sie nicht durch die Luft marschieren können? Kuckuck, boom! Erstmal, ey! Das ist nicht fair! Ich komme! Und ja, doch was anderes. Jo, Arale hat's drauf. Und ist sonst was drauf.
Oh! Jetzt hat die abgeblockt. Oh Mann. Das ist ja mal ein Kampf, RAL zum Beispiel gegen Super Saiyan 4 Gogeta. Hä? War das gerade Gokus Erwachsenenstimme? Gatchans, genau so heißen die ja. お友達のぼっちマンくんも強いんだよ。オラより強いやつっていっぱいいるんだな。もっともっと修行しなきゃな。 Demnächst im Kino Dr. Slump, die Göttin der Zerstörung. Ja, stimmt, das doch die Textpassage kenne ich noch aus dem Anime Dragon Ball. General Blue ist spielbar. Was wäre wenn sagen? Jetzt kommt es endlich mal. Traumkampf Goku gegen Arale. Also ich hätte lieber, wie gesagt, Super Saiyan 4 Gogeta gegen Arale oder Beerus gegen Arale. Ja. いるな。ほら、もっと強くなんねえと。強くなっぞ。あう。うわあ、あいつ元気だな。ほら、わかったんだ。あいつが昔のオラだって。いや、オラもいろんなやつと戦ったな。でも、ほら、あの頃から何も変わってねえみてえだ。強えやつと戦いてえって気持ちやな。 それにしてもおめえもすげえな。ここまで来ちゃうなんてよ。いろんな戦いがあったけど、ここでおしめみてえだ。いつかまた一緒に戦おうぜ。じゃまたな。悟空がいたから楽しかった。みんな悟空が好きだった。ありがとう悟空。ただ強くなりたい。その純粋な気持ちが 幾度となく世界を救ったのだ。 Das wäre jetzt eigentlich der perfekte Moment, um das Ending aus Dragon Ball GT einzuspielen. Also nicht unbedingt das Ending. Ja doch, es war halt die letzte Folge, der Schluss da. Ich glaube die letzten paar Minuten nochmal einen Rückblick und so weiter. Und die Musik und alles drum und dran. Das wäre jetzt eigentlich der perfekte Moment, um das einzuspielen. Aber aus Copyright geht das dann leider nicht. Was? Ja, aus Copyright-Gründen geht das nicht, jetzt bringen wir uns aber so ein bisschen. Gut, ein bisschen was fehlt nach vorne fürs Let's Play, aber jo, wenn natürlich jetzt mal die Credits kommen, muss ich natürlich trotzdem mal mein Fazit ziehen. Das war's mit den Hauptstory-Elementen, Kapiteln, Sagen, whatever aus Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Wie bereits öfters erwähnt, es ist halt, ja, es gehört zur Budokai Tenkaichi-Reihe, logischerweise. Das Kampfsystem ist halt schon episch, es ist fordernd, es ist teilweise ein bisschen fies. Wobei mittlerweile bin ich ein bisschen besser drin, das ist noch zu Beginn des Let's Plays, kann man gerne mal nachgucken. Ja, es ist halt... Muss natürlich ein bisschen einfinden das Ganze und wenn man halt doch ein bisschen raus hat, macht es doch extrem viel Spaß. Neben es bietet halt viele Möglichkeiten für Kombos. Habe natürlich jetzt eigentlich meist gleiche Kombo gemacht, weil ich die früher zu PS2-Zeiten kaum gemacht habe. Aber ja, man kann es miteinander kombinieren, man kann es noch so reinsteigern und wenn man halt alle Moves draus hätte, natürlich noch mit Z-Objekten verstärken würde. Ja, Z-Objekte, nicht Z-Kristalle, wie aus Pokémon mittlerweile. Daher kann man schon sehr, sehr viel machen und ja. Also kampfsystemmäßig ist echt episch und es wurde ja auch wieder übernommen in Wedge Quest 2 zum Beispiel. Ist ja auch die Budokai Tenkaichi-Reihe. Jo, was soll man sonst sagen? Grafikmäßig für jetzt Wii-Verhältnisse auch nicht schlecht. Also ich bin doch noch relativ beeindruckt, dass man doch noch so relativ gut rüberbringt. Relativ. Was natürlich ein großer Minuspunkt ist, das liegt natürlich auch daran, dass das Ding ein bisschen kürzer ist und das jetzt noch ein bisschen so reinquetschen wollte. Zwischen, ja, also jetzt einen halben Monat Oktober, bevor dann halt das nächste Spiel rauskommt, Xenoverse 2 dann. Es ist halt echt abgespeckt. Der ganze Story-Modus, ihr habt es gesehen, überall fehlt ein bisschen was, da wird sogar ein bisschen mehr. Zum Beispiel Cell-Saga, die war ja... das war grausam, was da alles rausgeschnitten wurde. Warum? Keine Ahnung. Wie gesagt, meine Theorie, dass da halt Goku nicht direkt involviert war, deswegen raus damit. Naja. Insofern wäre es eigentlich mal meine Pflicht, noch die anderen Dragon Ball Spiele zu spielen, die ungefähr gleich gut sind vom Kampfsystem her.
Da wäre zum Beispiel Budokai Tenkaichi 2, was aber einen besseren Story-Modus, also einen umfangreicheren hätte. Wobei da fehlen natürlich auch gewisse Charaktere. Andererseits würde ich mich persönlich als nächstes Dragon Ball Spiel gerne mal auf Infinite World wagen. Normal. Infinite World gehört halt zur Budokai-Reihe, ist also ein 2D-Kampfsystem, so ähnlich wie, im Prinzip identisch wie Burst Limit oder Budokai HD. Habe ich auch mal noch einen Let's Test gemacht, war. Genau, und Budokai 3 haben wir gesagt noch. Genau, also ja, ist halt die Reihe, aber es ist halt sehr, sehr umfangreich von der Story her. Es hat auch viele Quicktime-Events und viele Minispiele. Zum Beispiel irgendwie als Beispiel genannt, dass ein Goku im Kampf gegen Raditz stirbt, war. Das erste Mal gibt es einen Moment, war das Budokai Tenkaichi 2 oder was, Infinite World, bin ich nicht mehr so sicher. Aber in einem von beiden kannst du halt Son Goku steuern, während er Raditz festhält. Du musst ihn steuern, damit du musst Raditz festhalten, wirklich, weil der wehrt sich, das spürst du auf dem Controller, damit Piccolo ihn nach mit der Höllenspirale trifft. Das musst du aktiv machen. Ich weiß eben nicht mehr, ob es Budokai Tenkaichi 2 war oder Infinite World. Also ne, müsste die 2 gewesen. Ich glaube, es war Infinite World. Ne, ist alles okay, Goku, ich quatsch schon ein bisschen. Und bei Infinite World auch gibt es noch das Minispiel Bubbles zu fangen auf dem Planeten von Meister Kaio. Also dort wäre es echt viel, viel umfangreicher. Ich glaube, es ist so gut wie jeder wichtige Kampf dabei, den hier halt ausgelassen hat. Insofern, ja, Zeit für die Was wäre wenn Sage. Uns fehlen noch 9%, wa? Ich gerade. Ich habe doch sonst überall alle Kämpfe gemacht, oder? Sind da echt 9% noch drin? Ich sehe da sonst nichts Neues. Ah, die Credits. Die nochmal angucken. Was wäre wenn Saga? Also eigentlich ist es ja Kibito-Schiene, logischerweise in der Fusion. Natürlich, du als Kaioshin, ehemaliger. Ja. Ist auch so ein Fakt, war Kibito-Shin wurde mittlerweile in Dragon Ball, Z. Bei Dragon Ball Super wurde wieder aufgeteilt. Da haben wir den amerikanischen Dragon Balls benutzt, um ihn wieder aufzuspalten. Obwohl ja der alte Kaioshin von vor 5 Generationen ja bei Dragon Ball Z immer schon gesagt hat, ja, die Dragon Balls sollen nicht so sehr darauf verlassen, das bringt nur Unglück. Haben wir gesehen bei Dragon Ball GT am Schluss, die Teufelsdrachen. Aber ja, die Fusion durfte natürlich problemlos auflösen, ne? Gar kein Problem. Nach sonst überall Dragon Balls einsetzen, Super Dragon Balls einsetzen, warum auch nicht? Und da ist die Theorie von vielen Fans und meinerseits auch, dass das halt echt ein quasi Seitenhieb von Akira Toriyama war an die Dragon Ball GT-Fans, zu sagen, hey, ich trenne jetzt mal, weil die vereinen sich nicht mehr, GT ist scheiße, will ich nicht mehr dabei haben, ist ja nicht Kanon, ne? Aber trotzdem sind die Charaktere aus Dragon Ball GT immer wieder bei den Spielen dabei. Und vor allem gibt es ja neue, zum Beispiel Super Saiyan 4 Gohan, Super Saiyan 4 Broly. Ja, die sind natürlich aus GT nachempfunden. Trotzdem findest du überall wieder, die sind ja neu. Nicht erst seit GT damals, ne, die gibt es mittlerweile. Und die extra noch dazu kreiert, bei Dragon Ball Heroes halt. Also insofern, zu sagen, ist nicht Kanon, wird aber trotzdem überall verwendet, finde ich schon ein hartes Stück. Dragon Ball を集める孫悟空はかつてあったあられちゃんと再会する。挨拶もそこそこにプロレスごっこを始めるあられちゃんに戸惑う悟空。Jo, soweit mal meine Meinung zu der ganzen Geschichte wegen Kanon, nicht Kanon. Sorry, wenn du halt das Ganze trotzdem weiter pflegst, dann gehört es halt trotzdem dazu, meiner Ansicht nach. Sonst wäre es ja unlogisch, dass du das noch weiterentwickelst. 私あられだよ。悟空くんプロレスごっこしよう。ちょっと待ってくれ。悟空くんとプロレスごっこ。 Oh mein Gott. Tja, Freunde,
Was wäre wenn, wa? Was wäre wenn Son Goku nach... Alter, ist die ganz stark. 女と戦いたくねえ。 Ich habe ein bisschen Sorgen gemacht, die Gute. よくわかんねえけど、このままじゃオラがやられちまう。あられちゃんは Ja, so schlecht ist sie nicht. 勝てる相手じゃなさそうだ。 Nein, verdammt. Nix Ping Ping, nix Ping Ping. Du kannst doch mal Ping Ping. Ping die Ping. Ja, Ping doch selber. Na, kommst du? Kommst du? Kommst du? Aua, was ist das für ein Angriff? Oh oh. Du kannst mir doch mal, Arale. Tschüss. Ah, bin ich ausgewichen. Ausgewichen, ich sag's ja. Arale. Großer Fan von ihr. Oh oh. Nein! Oh, Alter! Was hat die für Kombos drauf? Ey, jetzt reicht's mal langsam. Die verarscht mich hier. Mann, ich will die ganze porten, aber... Boah, ist die stark. Okay, Planänderung. Boah, Alter, der Fight hier. Was zum jetzt? Ist dem ausgewichen? Mann, bleibst du mal stehen, ey? Nein, nein, aua. Doch wohl nicht. Oh, was ein Nüsse. オラがやられちまうぞ。 Oh, nein! Oh, ich verliere General, das darf nicht wahr sein. Wobei, ich erinnere mich, aber öfters gegen sie verloren. Weg da! Natürlich voll erwischt. Naja, fangen wir mal von vorne an. Scheiße, ist die stark. Von wegen Cyborgs gibt es erst seit Dragon Ball Z. Na gut, ich meine, 8 aus Dragon Ball war ja auch ein Cyborg, generell. Also eigentlich sogar Dragon Ball Cyborg Nummer 8, wenn man so will. Ich glaube ja, Tau Bai Bai Cyborg war, glaube ich, sogar Modell Nummer 9. Eigentlich. Obwohl er, glaube ich, Dr. Geo gar nicht kennt, weil es, glaube ich, irgendwie von so einem Computer wieder gemacht wurde. Ja, so viel dazu, Dr. Slump war noch früher. Hier haben wir den ersten Cyborg. オラ、女と戦いたくねえ。 Au! よくわかんねえけど、 Wow, zum Glück kann ich fallen, hey. Wow! Was willst du denn schon wieder hier? あられちゃんは手抜いて勝てる相手じゃなさそうだ。もう終わりなの？つまんないよ。 Oh. あられちゃん。 Nein! Oh, Autokonter, der ist fies! Ah. Aua! Damit täuschen wir immer stärker. Nix Pudding Pudding! もうやめろ。あられ眠くなっちゃった。 Oh. Alter! もうやめろ。 Vergiss es! Der trägt sie nur einmal. Eigentlich lustig war, aber ich wollte dann das Let's Play Nest Part beenden. Haben wir ein bisschen Haare schmieren, wenn das so weitergeht. Ich bin eigentlich... Ja, rechts gedrückt. Wow. Das gibt mir ein bisschen zu denken, Freunde. Ich werde vom kleinen Mädchen vermöbelt. Mhm. Problem ist, es ist ein bisschen ein Trauma für mich, weil die Kleine sagt noch, Ringe mit Son Goku.
Und ich hatte damals, kann ich mal erzählen, damals war ich etwa 19 Jahre, 9,5 glaube ich, oder schon 10, weiß gar nicht mehr, auf alle Fälle halt damals Kind. War ich mit meinen Eltern im Urlaub im Südtirol und da gab es noch von Confetti TV, vielleicht kennt es jemand von euch noch. Das war vor, wie heißt es heute? Okidoki irgendwie so. Ja, war halt damals so, noch vor 2000 gab es diese Confetti TV-Serie auf Österreicher, ORF 1 aber vor allem. Da gab es dort irgendwie so eine Ausstellung, glaube ich, oder irgendwie so ein Confetti TV-Event, wie auch immer. Da gab es verschiedene Spiele. Da gab es irgendwie so ein Lego-Event, wo ich noch teilgenommen habe, sogar gewonnen habe. War zwar, glaube ich, der 3. Preis oder so, aber trotzdem. Und es gab auch so ein Wrestling, also ein Ringing-Turnier quasi. Natürlich für Kinder, logischerweise, muss so einen mühsamen Wrestling-Ringanzug anziehen, wenn man halt relativ schwer war, logischerweise. Und natürlich auch kaum bewegen konnte und so. Und ja, wie es halt so ist, wenn man halt ringt. Das halt irgendwie aus dem Ring rausschmeißen, logischerweise. Und ich kam bis ins Finale. Ja, ich hatte so eine Technik, wo das ganz gut ging. Was nachher passiert, im Finale hatte eine Frau als Gegner, ein Mädchen. Ja, und ich natürlich einer gut erzogen, gute Kinderstube gehabt, also gute elterliche Erziehung, Mutter vor allem, vielen Dank dafür auch. Hieß natürlich von wegen, nee, eine Frau schlägt man nicht. Was mache ich da? Natürlich, ich darf eine Frau nicht schlagen, das ist natürlich scheiße, was soll ich machen? Nix. Ich habe irgendwie versucht, sie aus dem Ring zu kicken, ohne sie irgendwie zu berühren, was natürlich sehr gut geklappt hat, also in diesem Sinne gar nicht. Und sie haben mir irgendwie ein Bein gesteckt, glaube ich, ganz fies und bin ich rausgeflogen. Ja, ich sage, ich habe im Finale im Ring gegen eine Frau verloren. Was macht die jetzt da? Verarscht die mich gerade? Und das hat natürlich schon so seine Spuren hinterlassen. Ich meine, ja, im Prinzip spielt es keine Rolle, ob es jetzt ein Junge oder ein Mädchen gewesen war, weil du warst halt im Anzug halt alle gleich schwer, oder? Also gleiche Bedingungen gehabt, alle. Aber es ist halt trotzdem, wenn du so überlegst, ja, es ist nicht gerade etwas, wo du dir sagst, yeah, immerhin noch ins Finale gekommen. Ja, wack, jetzt verarschst du mich noch. Im ersten Moment war ich einfach echt nur peinlich berührt, also echt ein bisschen. Aber ich muss zugeben, ich hatte den besseren Preis gewonnen. Also ich bekam als erstes platziert ein T-Shirt und ich bekam noch ein Handtuch. Also ein Badetuch natürlich mit Konfetti-Muster drauf und so. Du musst natürlich bedenken, wenn du ein T-Shirt gewinnst, als Kind, aus dem wächst du irgendwann raus. Nach spätestens, ja vor allem der Erwachsenenphase, nach spätestens 2 Jahren bist du aus dem Teil raus. Aber das Handtuch, das kannst du eigentlich immer noch verwenden, auch wenn noch 50 Jahren später. Wäre zwar ein bisschen seltsam, okay, aber es würde noch gehen. Insofern, also nachher, ja, da haben mich halt meine Eltern so überzeugt von wegen, ja komm, du hast besseres Geschenk bekommen, also ja, doch, besseren Preis gewonnen. Muss mir sagen, ja, eigentlich haben sie ja recht, aber wenn es trotzdem peinlich war. So, jetzt ist aber fertig hier. Bin ich vielleicht mal ein bisschen ruhiger als sonst, aber jetzt muss ich einfach hier gewinnen. So, ich sage ein bisschen Konzentration und dann geht's eigentlich wieder. Ich bin verarscht. Ich würde sagen, Goku, kannst bitte mal aufstehen. Hey, jetzt reißt mir aber wieder. Ich habe jetzt gelesen, aber ich sage schon. Harale, was hat sie gesagt? Ich wäre schlecht. Das bist du mir. Wow. Ja, mit dem Kopf durch die Wand ist nicht unbedingt gerade so die beste Idee. Also doch hält die viel mehr aus als ich. Die will nicht, dass ich greife.
Ach, so eine Dame ist das. Ey, die will sich nicht von mir berühren lassen. Gut, kann ich ja verstehen irgendwie, aber trotzdem. Ah, ist schon mühsam, aber der Trick klappt am besten. Vergiss es. So, komm, wir sind langsam gleich auf. Was? Ich dachte, Nachbild wird noch halten. Nein! Freunde, nächste Part muss Schluss sein. Das heißt, ich muss hier noch gewinnen und zwar jetzt noch. Komm. Noch ein Ich habe jetzt keinen Bock auf Fleischwunder zu schalten. Nö, die machen jetzt platt. Ja, ich war so knapp dran. Das war so knapp. Wird der Part ein bisschen länger, ist mir scheißegal, wenn er eine Stunde dauert. Ich mach die jetzt platt. Tschüss. So. Na klar, Pilzhaus kann ich zerstören, ist unbesiegbar. Natürlich, ich kann nicht ausweichen oder was. Scheiß Technik, ey. Mann, Goku, du kannst einfach nichts, Kumpel. Mann, ich komme nicht gegen sie an, das ist eine Katastrophe. Vor allem macht ihn Damage ist nicht von dieser Welt. So, jetzt haben wir kaum was gesehen zum Ausweichen. Mein Trauma wächst und wächst und wächst. Okay, gehen wir es anders an. Logisch bedarf ich natürlich sagen, okay, RLE ist vor allem Nahkampf stark. Logisch, ja, da kann was anderes. Also was mache ich? Ich gehe auf Abstand, warte bis ich da 3 Balken habe, mache einen Nachbildschlag, währenddessen haue ich ein bisschen mit Superangriffen raus. Kann mit Kamehameha und so weiter. Wäre ein logischer Vorgang. Aber nee, will ich nicht. Sagen, ab und zu muss ich Taki doch mal treffen. Oder ich glaube, erst Kamehameha bringt hier am meisten. Hätte ja klappen können. Nö, ist hier nix, juhu. Boah, kommt der Quatsch schon wieder? So, ab und zu klappt sie noch. Mein Geschmack ein bisschen zu stark. Hallo Nachbildschlag, wo ist der hin? Aber so wird sich Nachbildschlag. Oh, ist jetzt mal weg. Direkt noch voll rein, ey. Wenn halt zu schnell ist das Problem.
So, boom! Sie kennen mal die Führung, ey. Nachschlag ist noch aktiv, müsste aber noch sein. Nein, 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 nicht jetzt, Goku! Alter! Steh auf, Alter, steh auf! Ah. 終わったみてえだな。ほらもうクタクタだぞ。それにしてもあられちゃんは女らにすげえタフだな。もしかしてじっちゃんが女には優しくしろって言ってたんは、女は恐ろしく強えから怒らせんなってことなんかな。まあいっか、オラにはよくわかんねえや。Mathe kein Kopf, Goku, das versteht kein Mann. Niemals im Leben versteht ein Mann eine Frau, es geht einfach nicht, das ist biologisch und unmöglich. Ultimativer Körper, schön, Arale, ja, was wäre wenn sagen, Anhänger Cyborg, das ist 80? Muss fast so sein, wa? Gut, Freunde, wir haben es dann noch irgendwie geschafft, bin ich aber echt mal fertig, hey. Nächster Part von Nummer 27, nur noch der letzte im Let's Play, weil dann geht es mit dem nächsten Tag, also in diesem Sinne bereits Tag 28, geht es noch sicher dann, also an dem Monat Oktober, wenn man so will, am 18. Oktober halt geht es dann ziemlich sicher schon weiter mit Dragon Ball Xenoverse 2! Nee, das ist ein anderer, was zum Henker? Schnauze Kaioshin! Oh, was für ein Scheißfight, hey Freunde, nächstes Paar geht's ja weiter mit, gegen, wie auch immer, C16 und was als letztes noch kommt, wir werden sehen. Bis dahin, tschüss. Boah, bin ich fertig, hey.